Gäste entstammen einer jahrhundertealten Familiendynastie. Ihr berühmter Vater gilt, kann man sagen, als der Volksschauspieler schlechthin. Für jeden Kölner ist er fast ein Nationalheiligtum. Es sind Peter, Marile und Susanne und Katharina Milovic, die Kinder von Willi Milovic. In wenigen Wochen, am 8. Januar 2009, wäre Willi Milovic 100 Jahre alt geworden. Jahrzehntelang begeisterte das Kölsche Urgestein als Schauspieler, Sänger und Leiter des Milovic-Theaters ein Millionenpublikum. 1999 starb Willi Milovic im Alter von 90 Jahren. Seine 4 Kinder schlugen ganz unterschiedliche Wege ein. Während Sohn Peter, heutiger Leiter des Kölner Theaters, und Fernsehstar Marile die Familientradition fortführten, wählten Oberstudienrätin Katharina und Buchhändlerin Susanne ein Leben fast ohne die Schauspielerei. Ja, herzlich willkommen. Alle da. Großartig. Ich habe mal durchgezählt. Marile ist da, Susanne da, Katharina, Peter Milovic. Schönen guten Abend. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Ja, das Zum ersten Mal so zusammen? So? Allererste Mal. Das ist wirklich beachtlich, uns zusammenzukriegen. Wir schaffen das war ein sonst längeres alleine. Projekt, muss ich dazu sagen. Aber ich freue mich sehr. 8. Januar ist der Geburtstag von Vater. Er ist 100 Jahre alt geworden. Marile, warum war er so beliebt? Warum hat er die Leute so fasziniert? Der Jürgen Flimm hat mal was sehr Süßes gesagt, um das zu erklären. Er hat gesagt, Theaterregisseur. Genau. Der Vater habe so viel Angst davor, nicht geliebt zu werden, dass er auf die Bühne und hat sich so geöffnet und die Leute damit überschüttet mit, mit dieser Emotion. Und er liebt ja auch diesen Beruf. Also das war ja für ihn sowieso das Allerschönste. So, dann hat er gedacht, wenn ich auf die Leute zugehe, dann kann mir nichts passieren. Dann hat sie also versucht, mit dieser Liebe und mit der Emotion zu fangen. Und ich fand diese Erklärung von Jürgen Flimm sehr schön. Darunter steckte ganz sicher eine massive Versagensangst. Davon bin ich überzeugt. Er hat es aber ganz gut geschafft, das einfach so zu kaschieren. Auch eine melancholische Seite. Darüber können wir nachher noch mal ein bisschen reden. Also es gab auch andere Facetten. Peter, ja, Sohnemann. Ja. Wenn ich nachgucke, 1796 erstmals in der Kölner Stadtchronik aufgetaucht. Milovic. Da hat die Schwester noch mal schön nachgeguckt, ob alles gut sitzt. Katharina, ja. Waren das damals schon Schauspieler? Wie können wir uns das vorstellen? Der erste Milovic, der Franz Andreas, war Lohkuchenhändler. Das ist Lohkuchenhändler. Lohkuchen ist ein Abfallprodukt der Gerberei, das furchtbar stinkt und das zum Heizen benutzt wird. Und der hat das eingesammelt und die Leute verkauft. Nebenher hat er Puppenspiel gemacht. Das war der allererste. Also Puppenspieler zunächst, wenn man es anguckt. Erst Puppentheater ab 1896, so heißt es in der Familienchronik, mundartliche Volksbühne. Mundartlich. Also Großvater Peter, da hieß schon einer Peter vorweg, etablierte dann das Milovic-Theater endgültig. War von Anfang an denn klar damals, also bei dem Großvater, dass Willi das übernehmen muss, Ihr Vater? Katharina? Ich denke mal, er hatte keine andere Wahl. Es waren 2 Kinder, nämlich Willi und seine Schwester Luzi. Und irgendeiner musste das Theater übernehmen. Und in dem Fall war Luzi auch jemand, der es hätte machen können. Aber wie das so ist, in den patriarchalisch strukturierten Familien ist es in erster Linie der Sohn, der das Theater übernimmt. Aber er musste es übernehmen, patriarchalisch natürlich gedacht. Hätte er gerne was anderes gemacht? Ja. Was denn? Ich weiß, dass er sich sehr für Ingenieurwissenschaften interessierte, auch gern gebastelt hat. Er hatte einen Experimentierkeller bei uns unten im Keller. Und den hat er wohl im Krieg auch oder nach dem Krieg immer wieder installiert, als er nicht spielen konnte. Er hat auch Schnaps gebrannt. Ach so, einer war er. Und hat dann für die Familie ein kleines Zubrot sich auf diese Weise verschafft. Hat er geschmeckt? Konnte man ihn trinken? Limonade haben die, glaube ich. Weiß, dass die Limonade gemacht haben. Und Limonade. Die haben auch Limonade gemacht. Ja. Nicht, dass wir jetzt was hängen lassen. Und soweit ich weiß, wohnte im Nachbarhaus oder war ein englischer Offizier oder englische Besatzung, kann das stimmen? Das kann wohl angehen, ja. Das war dann aber nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Zumindest lernen wir, dass eine gewisse Art von Daniel Düsentrieb im Vater zu Hause war. Durchaus. Er hat experimentiert und gebastelt. Das Schönste für ihn war, wenn auf Elba was kaputt ging. Ne? Wenn er Zeit hatte und er konnte frickeln. Wir hatten so eine Käseplatte mit so einer Haube drüber, so eine Plastikhaube, mit so einem Pinökel oben. Jetzt war der Pinökel rausgerissen. Dann hat der Willi dann so 2 Deckel von, wisst ihr das noch, von den Konservendosen, hat dann ein Loch durchgemacht. Oben hat er dann den Pinökel wieder draufgeschraubt und damit es nett aussieht, hat er mit Mutters Nagellack die Deckel von der Konservendose wieder aufgehübscht. Das Ding hat ewig gehalten danach. Fantasie, handwerkliche. Ja, alles mit Isolierband. Und immer mit Karamba, mit diesem Spray, ne? Hätte ich, also alles Auch schlecht Karamba, aber war in jedem Haushalt wichtig. Ist damit
kaufen. Mit Caramba. Susanne Elber, war das ein Pflichtprogramm für Sie jeden Sommer? Gerne ein Programm, sehr, sehr gerne sogar. Ja? Weil, also, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als nach Elba gefahren zu sein und habe sehr darunter gelitten, als wir das Haus dann verkauft haben 2000. Es gibt also keine Woche, wo ich nicht davon träume. Ah, es war ein festes Zuhause. Ja, man kannte jedes Blümchen, jeden Felsen. Ja, ja. Das war wunderbar. Das war schon Die schön. Urlaubsinsel Elba für die Familie Milovic. Wir wollen mal ein bisschen zurückblicken für die, die sich vielleicht nicht mehr ganz so genau erinnern, was Vater auf der Bühne und darüber hinaus alles geleistet hat. 1940 übernimmt Willi Milovic von seinem Vater Peter die Leitung des Milovic-Theaters in Köln. Der große Durchbruch erfolgt 1953. Das erste deutsche Fernsehen überträgt erstmals live ein Theaterstück, der Etappenhase. Und Willi Milovic wird einem Millionenpublikum bekannt. Mehr als 100 Stücke bringt er auf die Bühne und ins Fernsehen mit Einschaltquoten von bis zu 88%. Der Kölsche Willi wird auch als Sänger und Entertainer zum Inbegriff rheinischen Frohsinns. Über Jahrzehnte spielt Milovic zudem in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen, unter anderem an der Seite von Romy Schneider, Peter Alexander und auch Harald Juhnke. Mit seiner von den Kritikern gelobten Altersrolle des TV-Kommissars Kleefisch rundet er sein Lebenswerk ab. 1999 stirbt Willi Milovic im Alter von 90 Jahren an Herzversagen. Bei einer bewegten Trauerfeier geben tausende Fans dem großen Volksschauspieler ihrem Willi das letzte Geleit. Und auch in Kriegszeiten war es, glaube ich, nicht so einfach. Er leitete das Theater, wenn man mal zurückblickt, von 1940 bis 1996, über 50 Jahre. War die Kriegszeit auch ein offenes Thema, Peter, zu Hause? Hat er da ganz offen drüber geredet? Nein, die Kriegszeit war insofern kein Thema, als Willi in keiner Weise am Krieg in irgendeiner Weise beteiligt war. Er hatte irgendwie, ich weiß, eine Freistellung, wie immer man das nannte. Er war mit dem Theater beschäftigt und das war die erste Zeit, in der er sich von seinem Vater lösen konnte. Peter war krank, ich weiß bis heute nicht, an was der gestorben ist. Peter war krank und Willi konnte 1940 das erste Mal alleine was unternehmen. Das war diese oft zitierte Frankreich-Tournee. Da ist er mit dem Theater durchs besetzte Frankreich gefahren. Und das war wohl ein sehr wichtiges Erlebnis für ihn. Was hat er so davon erzählt, Katharina? Hat er ein bisschen was berichtet oder hat er es weggeschwiegen? Er hat nicht viel davon erzählt. Wenn alte Fotos uns in die Hände fielen, dann konnte man ihn danach fragen. Ja. Und er erzählte vor allen Dingen, also im Zentrum dessen, was er erzählte, stand immer, wie er Lebensmittel organisiert hat für die Familie. Gemaggelt, geschmuggelt, Cognac, was weiß ich, was sie da hatten. Und das war ihm zentral, dass er geholfen hat, die Familie am Leben zu erhalten. Hat er sich damals arrangiert oder wie kann man das bezeichnen? Arrangiert, das ist jetzt wieder so ein Thema. Was heißt arrangiert? Wer seinen Beruf hatte, musste seinem Beruf nachgehen. Ob das nun Schauspiel, ob das Bäcker, die Bäcker haben ja auch nicht aufgehört, Brötchen zu backen. Die Schauspieler haben nicht aufgehört, Theater zu spielen. Man kann jetzt vorwerfen, System etablierend oder irgend so ein Quatsch, aber das waren doch alle mehr oder weniger. Naja, was sollte man tun? Und er hat auch gesagt, er hat den kranken Vater zu Hause. Sein Vater, der wirklich krank war. Ich weiß tatsächlich auch nicht wirklich, was es war. Ich glaube, der war auch ein bisschen depressiv, der Großvater nachher. Ne? Ja. Und der hatte wirklich die Schauspieler zu versorgen. Er wollte, dass die Leute am Leben bleiben und hat auch mit dieser ganzen Magelei immer dafür gesorgt, dass so ein Kreis um ihn herum dann wenigstens versorgt war. Und das war dem Vater immer wichtig. Also er hat sich da schon auch gekümmert. Und das, finde ich, respektiere ich. Ich sage, das ist in Ordnung. 90% Kölns damals nach der Bombardierung zerstört gewesen. Wie schlimm war das Theater betroffen? Das war gar nicht so schlimm betroffen. Die haben ja im September, soweit ich weiß, im September 1945 wieder angefangen zu spielen. Das waren ein paar Schäden in dem Raum und der Adenauer, damals Oberbürgermeister von Köln, hat dafür gesorgt, dass er ganz schnell Baumaterialien bekam, weil auch Adenauer wollte, dass die Leute wieder ins Theater gehen konnten. Das schien ihm wichtig. Diese Erfolge, wir haben es eben in dem einen Ausschnitt gesehen, mit dem Etappenhase in den 50er Jahren, also dann 88% Marktanteil im Fernsehen. Das war ein ganz großer Erfolg. Adolf Grimme meldete sich dann gleich und sagte, Kulturschande. Er mochte es nicht. Er mochte es nicht. Er mochte es nicht. Konnte Ihr Vater, Susanne, gut mit Kritik umgehen? Nicht so gut. Nein, das war nicht sein bestes Stück, damit umzugehen. Also die Mutter hat auch versucht, die Kritiken etwas zur Seite zu legen, sodass es ihm nicht in die Hände fiel. Ja. Also er konnte sich dann schon ganz schön echauffieren.
Richtig aufregen. Ja, er dann konnte so. sich aufregen. Flippt aus, wie kann dieser Kritiker, dieser Grimme da... Ja, nicht denn jetzt unbedingt auf Grimme bezogen, sondern generell. Er fühlte sich oft missverstanden in seiner Arbeit. Man dichtete ihm dann die Unterhosenkomik mit heruntergelassener Unterhose. Ja, das hat er, das war immer so eine Handbreit unter der Gürtellinie auch oft. Ja. Ne? Ich denke, Das mochte er nicht. Das war auch nicht fair. Ist nicht fair. Davon mal abgesehen. Kaum war es so schwierig, die Leute zum Lachen zu bringen. Das ist unterschätzt. Viele Jahre später hat Marile dann den Adolf-Grimme-Preis bekommen. Haben Sie mal dann noch mal in Ihrer Dankesrede noch mal darauf hingewiesen? Ich glaube, ich habe so was gesagt, dass das meine alte Gauklerseele sehr erfreut. Weil letztendlich sind ja die Gesetze des Timings, es ist, ob sie einen Schwank machen oder ob es eine Comedy ist, für die ich ja damals ausgezeichnet habe für Nicola, die Grundrezeptur ist gleich. Ich meine, jeder, der einen Witz erzählt, der weiß, Pointe, 2 Sekunden zu spät, zu früh versemmelt, lacht kein Mensch. So, und ähnlich sind die Gesetze auch bei der Comedy. Und deswegen hat mich das so gefreut. Ich habe es auch gesagt, dass das meine Gauklerseele erfreut, diesen Preis zu kriegen. Ich wollte natürlich jetzt nicht richtig ausholen und dann so ein Politikum draus machen. Aber das hat mich gefreut, das sagen zu können. Herr Müller-Stahl, sind Sie auch eine Gauklerseele? Ich bin Gaukler, natürlich. Klar. Ja. Schon Gaukler über 50 Jahre. Natürlich. Sind wir alle. Ich glaube... Das ist ja auch was Schönes. Gaukler beinhaltet ja nicht nur, dass er, sagen wir mal, ein Unterhalter ist, sondern auch ein Erfinder, der die Leute zum Träumen, zum Lachen bringt. Also weitaus mehr als nur das, was man versteht, einer, der an der Straßenecke steht. Mit dem Hut. Herr Müller-Stahl, haben Sie denn damals Willi Milowitsch wahrgenommen? Ich habe ihn wahrgenommen. Er war einmal in Ostberlin. Ich glaube, da war die Hölle los. Er war, glaube ich, in der Staatsoper. Da habe ich gerade eine Lesung gemacht. Und da dachte ich, hier ist aufgetreten nicht nur Stalin und nicht nur, ich meine, das sind ja alles Überlegungen, die Verbrüderung zwischen SPD und KPD zur SED. Und dann aber der Höhepunkt war, glaube ich, Ihr Vater, der da aufgetreten ist. Da war die Hölle los. Die Leute, die ihn ja alle kannten. Und Sie wissen natürlich, das Rüberblicken in den Westen war das einfach. Ja. Und da kommt so ein Volksschauspieler an, einer der Willi Milowitsch erobert mit einem Auftritt die DDR. Ich kann mir auf der anderen Seite, wenn wir bei dem Thema sind, Politik, vorstellen, Peter, dass es nicht einfach war in den 70er Jahren oder schon Ende der 60er. Also Studentenrevolte, gesellschaftskritische Stücke woanders und dann Volkstheater in dieser Form zu machen. Wie schwierig war das? Ich war damals auf der Uni in Köln und wir haben ein Seminar gemacht, teilgenommen an einem Seminar über Volkstheater. Wir haben uns bis zum Ende des Semesters nicht darüber einigen können, ob Volkstheater Theater vom Volk oder Theater fürs Volk war. Ja. So ideologisch verbohrt war das ganze Ding schon. Also das ist Gott sei Dank heute anders. Katharina, was haben die Kommilitonen damals gesagt? Wie haben die reagiert auf den Namen Milowitsch, als sie studierten? Ich muss ehrlich sagen, dass es Zeiten gab, da habe ich mich den Namens geschämt ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ich habe meinen Vater geliebt. Das hatte nichts mit dem Verhältnis zum Vater zu tun. Noch, was ich nach außen hin vertreten musste, manchmal mit in Diskussionen in Heißen an der Uni, dem bin ich dann auch aus dem Wege gegangen, ein Stück weit. Weil ich auch sah, dass diese Leute ihn zum Teil unfair beurteilten und ich aber auch den Kampf jetzt nicht wollte. Dann habe ich mich einfach verdrückt und habe gesagt, redet ihr. Haben Sie sich ab und zu einen Künstlernamen gegeben? Nein, nie. Das habe ich gemacht. Ja? Ich habe, als ich in Hamburg auf der Schauspielschule war, wurde am Schauspiel gemacht Thomas Münzer. Ja. Und in Thomas Münzer ist eine große Menge von Bauern, Volk etc. pp. Und die Schauspielschule, komplett alle Männer des Semesters wurden vorsprechen. Ich habe mal was vorgesprochen, alle wurden genommen. Gut, dann muss man rein und Name. Dann habe ich meinen gesagt, Milowitsch. Nein, ich glaube, für Sie kommt das nicht in Frage. Vorher hatte, als er meinen Namen nicht wusste, war es okay. Also gehörte ich bin, hat er mich rausgeflogen. Das hat mich stutzig gemacht. Und beim nächsten Engagement, das war in Hannover, habe ich unter falschem Namen vorgesprochen. Und das hat dann funktioniert. Und irgendwann, da waren die Proben, die konnten mich schon nicht mehr rausschmeißen. Irgendwann später kam dann an das Theater Posta Peter Milowitsch. Und die lachten sich kaputt. Ha, guck mal hier, Post, Quatsch, da GPS für mich. Da waren sie aber alle platt. Was mir mal auffällt, ist, Sie sagen immer Willi, Willi, Willi. Das war immer so? Oder hieß der Papa auch? Vati, Babbo. Babbo meistens. Babbo? Aber nur in der Anrede. Wenn wir über ihn reden, reden wir von Willi, das ist richtig. Ja, ne? Mal Väterchen Stimmt. gesagt. Väterchen hast du auch. Ich habe nie Willi gesagt. Nein, nicht zu ihm, wenn wir über ihn reden. Wenn wir über ihn das reden, sagen wir oft. Nein, Nein, Susanne bleibt da. Vati. Ja? Stimmt, immer. Oder Chef. Ich habe meistens Chef gesagt. Ja? Hey, Chef. Hey Chef, hör mal. Ja? Ja.
Was war ihm denn wichtiger, Theater oder Familie? Schwere Frage. Nee, das ist gar keine schwere Frage. Es war ihm das wichtig, wo er gerade war. Hat er völlig Wenn er recht. zu Hause war, war ihm die Familie wichtig. Da hätte das Theater... Wenn er im Theater war ihm das Theater wichtig. Er hätte zu Hause die Bude brennen können. Das hätte ihn nicht interessiert. Es ist jetzt Vorstellung und jetzt wird gespielt. Gut, Peter, wo war er öfter? Er war öfter nicht im Theater beruflich unterwegs. Ja. Denn in den 60er Jahren, 70er Jahren, wo es bei ihm so richtig die Post abging, da war er selten zu Hause. Hat viel Tournee gespielt, sehr viel. Tourneen gemacht, hat viel gedreht. Und deshalb auch immer diese sakralen Handlungen der Sonntagsfrühstücke. Die waren rituelle Pflicht. Ja, wenn er dann da mal da war, dann wurde eben Familie zelebriert. Und das war manchmal ein bisschen stressig. Susanne guckt mich so ein bisschen zweifelnd an gerade. Haben Sie das anders erlebt? Ich mochte das überhaupt nicht, diese zelebrierten Frühstücksorgien sonntagsmorgens. Ich fand es entsetzlich und habe es boykottiert. Du warst an klasse, du allen bist einfach nicht Ecken und gekommen. Enden. So ziemlich genial, die wollte Mutter das drehte am nicht. Rad, wenn man so salopp Ja, gesagt. das war Und sie dann so kam einfach nicht. meine Art des Protestes, ja. Ja, bei Katinka und mir ging das noch nicht. Wir waren die Erstgeborenen sozusagen. die Wir haben Großen. noch pariert. Und wir waren die haben Kleinen. noch funktioniert und bei denen dann nicht mehr. Wurde die Rebellion von Ihnen, der Verzicht, wurde der bestraft? Mit Verachtung und mit Schweigen. Ja, Schweigen der Eltern. ja, das war wirklich Dilemma, die Eltern. Das war schon heftig manchmal. Ein großes Hobby von Willi war die Filmerei. Und Vaters Reisschwenks, ne? Fein. Der Vater hat einen Reisschwenk erfunden. Den TBC-Schwenk. Ach, guck doch mal, Schatz. Und dann wieder Ja, dann werden wir noch mal schauen, diese ist künstlerisch Dogma. wertvolle Arbeit von Willi oder von Ja. Vater. Hier ist sie. Vater hat Dogma erfunden. Da, bitte. Nee, TBC-Schwenk. Bin ich ja. Das ist aus dem Hermann-Film. Im Hermann-Film. Ja. Den Film noch? suchen wir ums Sahne, wie Verrecken. niedlich. Ja, wir können Ja, Ihnen eine zauberhaft. Kopie mitgeben. Wer hat, das ist Das kriegen wir der alles Film raus, vom Hermann. Peter. Ja, Wer ist das denn hier? Peter. Das ist ja, oh nein, das mag ich nicht. Selbstverständlich. Das ist, ich bin nicht so dick auf die Das Welt sieht man gekommen. doch. so, das ist Susi. Ja. Jetzt der Klopper, der... Ach, nee, das bin ich jetzt Donata. rausgeschnitten. Den Klopper hat er Donata. rausgeschnitten. Peter, Bin wieder ich, nur zur Erklärung. das auch. Ich habe es auch vorher nicht gezweifelt. Ja. Können Sie das noch immer? Die Arschbombe ist auch der Peter. Das sieht nur etwas anders aus heute. Katharina, wie süß. Alles etwas anders aus. Das ist gehörte aus dem- aber nicht Das dran. ist Kandersteg. Das ist ein ganz Kann andere Kandersteg Geschichte. sein. Ja, ist Nee, das das im ist Garten. zu Hause. Das ist in der V-Allee. Nicht in dem grünen Ding. Eine Was, Sputnik? Ja, Nein, Jochen Nee, das war Cäsar. Jochen Cäsar. Und das dickste Stück für Vater. klar. Auch die Ach, Heidilein. Das ist wieder Kandersteg. Könnte Kandersteg Ja. sein, ja. Marile, wie ist das für Sie, diese Bilder jetzt zu sehen? Tut immer wieder gut? Ja, Elva hat Spaß Wunderbar. gemacht. Da war der Vater auch ein anders Sehr drauf, gelöst. Ne? Der war sehr gelöst und hat mit uns rumgealbert. Also so wie sich vielleicht manche vorstellen, dass ein Komödiant immer zu Hause auch dann irgendwie Ja. von der Decke hängt und dummes Zeug macht. Ein bisschen war das auf Elba so. Ja? Wenn er gut drauf war und hatte vielleicht da abends ein Weinchen getrunken, da wurde der dermaßen albern, dass ich manchmal wirklich wahnsinnig lachen musste. Ne? Der hat ja sehr Nummern viel gebracht, Blödsinn der gemacht. Vater. Ja. Gab es aber auch diese Momente, wo so die heile Welt zur Schau gestellt werden musste, Susanne? Ja, ja, das gab es in der Tat. Pressetermine. Genau so. Oder Weihnachtsfotos, wo wir alle schon im September parat stehen mussten. Und da gab es dann auch schon mal eins hinter die Löffel. Wenn man Nicht nicht das Gesicht machte, was man hätte eigentlich machen sollen. Ja, wie hat er das denn euch Kindern mitgeteilt? Also das gehört jetzt zum Pflichtprogramm einer Das war Volksschauspielerfamilie. eine Frage der Phonetik. Wenn wir diese Phonetik, diese Lautstärke, diese Betonung mal hören? Ich weiß nicht, ob das hier geht. So etwa klang Ja? das dann. Und dann hat man funktioniert. Und dann waren sie alle 4 aufgereiht in dem Moment. Ja, das laute, dann muss dann zweimal laut werden, aber dann haben wir zum Schluss funktioniert. Ja, Und die Presse war oft zu Hause? Ziemlich. Ja. Im Nachhinein würde ich sagen, ja. Vielleicht war Grauenhaft es viel. Die Fürchterlich Perspektive, das ist mit dem Teleobjektiv, das zieht zusammen. Ja. Man meint eigentlich, wenn sie immer da gewesen, durch Quatsch ist. Die waren natürlich nicht immer da, aber Ja. man hat das Gefühl, es sei sehr häufig gewesen. Katharina, War welche lästig. Ja. Fragen tu Sie es, doch wie es gar ist? nicht so. Haben Sie Du hast bestimmte oft Erinnerungen noch an geflirtet. Home Stories? Geflirtet? Das ist doch was anderes. Ach, später, verzeihen, ich soll später sagen. Ja. Also diese heile Welt wurde ja sogar in Werbespots gezeigt. Peter, Sie müssen jetzt tapfer sein. Denn Sie waren an Ich der war jung Seite. und brauchte das Geld. Ach, der ist doch so süß. Wir schauen uns das jetzt an und danach werden Sie es ganz sachlich, kulturkritisch. Ja, ja, natürlich. Ja? Vor allen Dingen Kultur. Junge, Junge, heute leben wir gesund. Bewegung, frische Luft. Und Butter. Du denkst aber immer nur ans Essen.
Du hast doch gesagt, heute leben wir gesund. Und dazu gehört Botteram. Recht hast du, mein Junge. Botteram ist gesund, vitaminreich und schmeckt so. Prima! Botteram, hochwertige Pflanzenkost. Die Mutti kann jeden Augenblick kommen. So, fertig. Was heißt hier fertig? Und die gute Botteram, hä? So, und nun würde die Mutti sagen... Willi, du bist der Beste. Ja. Waren das ein Gesetz wieder. Okay, jetzt kommt die kulturkritische Replik von Peter Millewitsch. Die einzige Erinnerung, die ich an diesen Dreh habe, der war in München. Ja. Und zur Zeit des Oktoberfestes. Das Einzige, was ich im Sinn hatte, geht das hier schnell genug, dass man noch auf das Oktoberfest kann. Als kleiner Bengel wollten Sie unbedingt dahin. Ja, klar. Und dann klappte es, man konnte vorher aufs Oktoberfest. Mein Gott, war ich enttäuscht. Warum? Nur besoffene Erwachsene. Ich war tief deprimiert. Seitdem bin ich vom Oktoberfest gehalten. Es soll da auch Fahrgeschäfte geben, aber... Marile, die Jüngste, gab es Vorteile als Jüngste? Ja, ich bin dann so mitgelaufen am Schluss eigentlich, mehr oder weniger. Also ich glaube, die Erziehungsversuche meiner Mutter mussten die beiden Großen aushalten. Da hat sie es noch ernst gemeint. Susanne hat noch einen Rest abgekriegt und man hat mich einigermaßen in Ruhe gelassen. Das war ganz okay. Welche Freiheiten waren das so im Gegensatz zu den Ich bin nicht so Älteren? kontrolliert worden. Ich glaube, ihr hattet da mehr Big Brother's Watching You, ne, auszuhalten als ich. Weil ich konnte eigentlich kommen und gehen, mehr oder weniger, wann ich wollte. Ja, man festzumachen am Hausschlüssel. Also was ich kämpfen musste, bis ich einen eigenen Haustürschlüssel kriegte. Ne? Bei dir war das gar kein Thema mehr, ne? Ja, den hatte ich recht früh. Ja. Also ich Wir war haben einen okay. Schlüssel gekriegt. Ich habe mir einen gebeten. Ich auch nicht. Ja. Ich konnte immer Und wie war die Kleine so? Die Kleinen, das waren ja für mich beide die Kleinen. Wir sind Monster. ja 6 Monster mindestens. Die hat uns gehasst, die Katharina. Die sind immer an meine Sachen gegangen, haben meine Pullover geklaut, meine Schuhe, Susanne meine hat mir extra Schminke. gemacht. Ne? Hast du gesagt, Natürlich nur. Das ist ja die Dich große zu ärgern. Die wurde uns nämlich immer als Intellektuelle. Die hatte immer einen Zettel auf dem Zimmer stehen. Dieser Raum ist intellektuell verseucht. Weißt du, Ja. ich fand die furchtbar, weil die so schlau war. Und da musste man die natürlich ein bisschen auf die Katharina Palme bringen. konnte alles. Die konnte alles. Und irgendwann habe ich Wusste mir so alles. eine gefangen. Da hast du mir so eine Schelle verpasst im Badezimmer oben. Sagen Sie es, wie es ist, Katharina. Sie sind Doktor der Philosophie. Worüber haben Sie promoviert? Wer war das noch? Kant und Schopenhauer. Kant und Schopenhauer. Genau. Jetzt könnten wir eine schöne Brücke nach Tilsit schlagen, da wo Armin Müller-Stahl herkommt, nicht weit davon entfernt war, Kant zu Hause. So, wir haben jetzt einen Ausschnitt. Bitte festhalten und Sie müssen uns helfen. Wir wissen nicht genau, wer das ist. 2 entrückte Mädchen, völlig der Fantasie des Tanzes hingegeben. Ja, das sind wir zwei. Ich weiß Seid ihr schon, was beiden? jetzt kommt. Ich weiß, Ja? was kommt, ja. Ja, Giraffe und Elefant. Na, wer wird das sein? Giraffe und Elefant, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Es war ballettmäßig. Nein, wir sind schwarz angezogen. Ja, Wollen wir wetten? genau. Wollen wir wetten? Ja, hier ist es. Das ist der Elefant und daneben kommt jetzt die Giraffe. Das ist Dickedoll. Das muss kurz So nach hieß dem es immer. Umbau gewesen Ja. sein. Der Kurz, da ist Garten alles- war das noch ist ganz kahl. Labenland. Und das bist du, die Giraffe. Anfang der 60er. Wann haben Haben wir nämlich diese Ballettklamotten neu bekommen. Ist das 61, 62 Das gewesen? ist wieder meine Wenigkeit. So schön. Charleston. Super B-Note. Was? Ja, Das ist doch toll. toll, dieses völlig Entrücktsein. Schnurzegal ist alles drumherum. Charleston. Und ich wollte es immer so gut können wie Susanne und konnte es nicht. Ich konnte es einfach immer nie. Ja. Das ist überhaupt nicht wahr. Ach, du warst doch die viel elegantere von uns beiden. Jawohl. Und Vater sagt, was haben wir für schöne, lustige Kinder. Sitzt in der Hollywood-Schaukel. Ja, Bist zufrieden. damals 60er Jahre, Hollywood-Schaukel gehörte dazu. Also diese klassische Rollenverteilung, gab es die? Da Peter Mann und hier die Mädels? Jo, ne? Jo, das wurde schon Das war aufrechterhalten. schon so, Die Mädchen machen die Küche. Das stimmt. Ja? Hasskappe. Das Er heißt, durfte immer mit Vater dann kulturelle Themen erörtern. Und die Mädchen machen die Küche. Das fand ich ganz in Du Ordnung. fandest es Hast noch wenig gesagt dazu. Ja, ja, fand ich in wenn Sie Ordnung. denn so zusammensitzen, alle miteinander, kommt da die Frage, die Selbstbeobachtung zwischendurch. Mensch, wer von uns ist eigentlich in der ganzen Art dem Vater am ähnlichsten? Man Das guckt ist ja doch rein. nie eine Frage Nein. gewesen. Nein? Nein. Nein. So in der Art, im Typus? Mich amüsiert nur, dass mein jüngster Sohn so aussieht wie Willi vor 80 Jahren. Oder klar. Die haben eine stimmt, unglaubliche ja, ja. Ähnlichkeit. Und Ja, das das finde ist- ich Da springen amüsant. eine Generation Ja. passiert. Ja, ja. halt, ja. Das ist echt verrückt, die Ähnlichkeit. In der Kinderzeit gab es so Momente, Marile, wo Sie alle gemeinsam auch mal auf der Bühne waren? Wie sah das dann aus? Naja, wir hatten, glaube ich, warst du leider nicht dabei. Das war drei Kölsche Jungs. Drei Kölsche Jungs. Hast du die Ach ja, hab ich erinnert mich. aus dem guten Hause, nee, die andere Rolle gespielt. Peter war der junge Lehrling und meine Wenigkeit das Ach, Kahnemännchen. ich, ne? diese etipetete Tante, ja. Genau, das passte war zu mir. Nami, Mhm. warst du. Und irgendwann haben wir
auf den Bauch Genau. gefallen. Ja, ja. Irgendwann haben wir den Papa mal, glaube ich, geschockt auf den 3 Tage aus dem Kölner Leben. Peter, hilf mir, oder war das Nachtjackenviertel? Ich weiß es nicht. Nachtjackenviertel. Das ist alles noch Alle präsent. waren Nachtjackenviertel auf der Bühne. Meine Mutter, Ja. die Freundin meiner Mutter, Nee, das die Tochter der Freundin meiner Mutter, Katharina, Susanne, alle kamen in Es eine war, Szene, um das zu die erklären. normalerweise von Komparsen gespielt wurde. So ein Es war eine Aufmarsch. Geburtstagssituation. Und da kommt ein Geburtstagszug rein. Und das waren Komparsen immer. Und da haben wir die an Willis Geburtstag, glaube ich, war Welcher das. was? Das weiß das noch? Weiß ich nicht mehr. An Willis 60. War irgendein Runder, 60. Nee, viel früher, Kind. 60 kann Ich gewesen weiß sein. es nicht mehr. Langer Rede, kurzer Sinn, da wurde dieser ganze Komparsenzug durch bekannte Freunde der Familie ersetzt. Und das Wunderbare war, Willi sah ohne Brille nicht gut. Die kamen rein, man hat ja so einen Begriff von Silhouetten. Und er merkt, das stimmt nicht mehr, das ist anders als sonst. Dann ging er ran, an jeden ran und lachte sich kaputt, als die Leute dann erkannten. Und wir Da war er echt völlig aus der Fassung. Ja, das und war wir schön. blicken zurück auf die erste wichtige Rolle. Mit 6 Jahren hat nämlich Marine Milovic das Karle-Männchen gespielt in dem Stück Drei Kölsche Jungs. Sie hat etwas laut gesprochen noch. Hier ist es. Stimmt, hat der Vater gesagt. Soll ich tun? Jetzt kommt Leben in der Fabrik. Ja. Ja, sag mal, was bist du da für eine Dreckspatze? Bist du der Onkel von der viele Ferkel? Ja, ja, ich bin der Onkel von der viele Ferkel, ja. Ich heiße Karlemann und ich bin mir prima Jokert am Bauen. Was bist du am Bauen? Ein Jokert. Joker, was ist das? So ein kleines Rennauto. Ah, die kleine ohne Schutzfläche, ja? Kannst du Rennen fahren? Ja. Willst du mal was vorfahren? Oh ja, los, komm. Wir zwei? Komm her. Aha, Achtung, du bist der Auspuff. Nee, ich bin der Auspuff. Und du bist der Motor. Hoi! Achtung, 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 hier. Wir sind auf dem Nürburgring. Das Nippeser Rennen geht los. Das Nippeser Rennen auf dem Nürburgring. Ja, ist ja natürlich. gut. Warum, Mariela, haben Sie damals so laut gesprochen? Der Vater sagt, die Leute müssen dich verstehen können, sprich laut. Da gibt es noch andere Szenen, da brülle ich um mein Leben. Also das war leicht bis zur 20. Reihe zu hören. Aber es war gut, es war eine gute Schulung damals schon. 6 Jahre und dann... Nee, da war ich 9, Ja? wollen wir mal ehrlich Aber sein. laufend dann auf der Bühne gestanden. Nee, das war das eine Mal. Ja. Da wurde ich dann auch, das war ganz wichtig, von der Schule abgeholt mit dem WDR-Auto. Ja, da fand ich mich toll. Und nach Einen eigenen Chauffeur gehabt, der WDR, Ja, mit 10. Und dann Was war haben natürlich... die anderen Schüler, was haben die so gesagt? Guck mal, die Milovic wird jetzt abgeholt mit dem eigenen Chauffeur. Ja, wahrscheinlich habe ich, ja. Ich werde damit wahrscheinlich angegeben haben. Nehme ich mal an, ich erinnere mich nicht mehr so. Ja. Auf jeden Fall war ich wurde wahnsinnig verwöhnt. Lotti Krekel spielte meine Mutter und die hatte immer Mutze-Mändelchen, also so Gebäck dabei und sonst alle Süßigkeiten, die ich essen durfte. Und am Ende dieses Stückes wurde ein lebendes Schwein auf die Bühne getragen. Wir erinnern uns, Peter. Und natürlich waren immer verschiedene Schweine, weil ich glaube, das eine oder andere hat es dann am Herzinfarkt erwischt. Und da waren immer Schweine hinten in der Garderobe. Und da habe ich natürlich dann bei dem Schwein gehangen die ganze Zeit, weil ich das sehr schön fand. Also das war für mich Paradies. Ja. Peter, was war Ihr erstes Stück? Das Ekel, glaube ich, 1958 oder so. 57, 58. Haben Sie gemerkt, wie schön die Pause gerade war, Herr Müller-Stahl? Ganz toll. Das war eine gute Pause. übrigens, Das ne? ist alle 4 toll. Das war eine echte Denkpause, weil da war ich noch auf der Volksschule. Da ging das noch. Später kam ich aufs Gymnasium, habe auch mitgespielt und jedes Mal, wenn ich mitspielte, in dem Jahr hängen geblieben. Und nachdem ich dann inzwischen zweimal hängen geblieben war, sagte meine Mutter, jetzt ist fertig, jetzt erstmal Abitur, sonst wird... Und dann war das für mich erstmal, dann habe ich so eine Pause zwischen dem 13. oder so bis nach der Schauspielschule gehabt. War die Schule grundsätzlich Nebensache bei Ihnen allen? Bei mir ja. Katharina haben wir schon geklärt. Katharina hat da schwer nachgeholt. Susanne, bei Ihnen? Fürchterlich. Fürchterlich? Nein, war nichts für mich. Nein, nein, eher nicht. Blöd, ja. Also wäre Peter damals eine Möglichkeit da gewesen, zu sagen, Vater, ich will das nicht? Theoretisch ja. Theoretisch ja. Aber wenn man sein ganzes Leben lang hört, du machst das jetzt, dann weiß man, dann macht man es irgendwann. Man weiß wirklich nicht mehr, was war zuerst da, die Henne oder das Ei. Ja. Ich bereue es nicht, keine Sekunde. Aber Aber genau im klassischen Sinne eine freie Entscheidung. war nicht. So Herkules am Scheideweg, nee. Nee. Susanne, wie oft standen Sie auf der Bühne? Ich habe eine Zeit lang beim Vater mitgespielt. Da war ich 17, 18. Und habe aber dann schnell gemerkt, ist nicht so das Richtige für mich. Sie haben sich nie wohlgefühlt. Kann ich nicht richtig sagen, aber es war einfach zu früh. Ja. Die Zeit war nicht gekommen. Und dann habe ich mich meinen Büchern zugewandt.
seitdem bei der Literatur. Und da liegt man ja auch nicht schlecht. Ne? Nein, aber haben Sie so manchmal gedacht, ach, ich habe ja dieses Schauspielgehen auch in mir drin und die anderen haben es ausgelebt, hätte ich doch... Durchaus, dass mir heute so ab und zu mal der Gedanke kommt, ja, hättest du es doch gemacht. Ja. Oder du hättest es machen können. Das hätte ich schon ganz schön gefunden. Marila hat auf ihre Art und Weise ja aktiv rebelliert. Er hat gesagt, ich gehe erstmal einen anderen Weg. Also hat dem Ganzen ja misstraut. Warum war der Weg in die Tiermedizin für Sie persönlich so eine wichtige Entscheidung? Ja, ich bin ziemlich sicher, das kam auch daher, dass ich erst einmal immer von vielen Kollegen gehört hatte, so das Theaterspielen muss wehtun und du wirst keine Möglichkeit haben, irgendeine Beziehung zu führen, du musst alles spielen. Und von der Kleinsten und dann dachte ich, das klingt aber alles nicht gut. Das war das eine. Das andere war, dass ich so ein bisschen zum Inventar auch geworden war auf der Bühne, hatte ja da auch schon gespielt und dachte, naja, was kann ich jetzt eigentlich, was ist die Marile in dem ganzen Konglomerat? Denke, dass das auch mit eine Rolle gespielt hat. Und ich habe wohl schon mit drei Jahren gesagt, sagte die Mutter irgendwann mal zu mir, ich hätte gesagt, ich will Schauspielerin werden und Tierärztin. Das war mir gar nicht mehr präsent, woher auch. Und dann bin ich offensichtlich konsequent den Weg gegangen, der schon in mir rumgärte oder schon raus wollte. Und ich liebe Viecher und ich liebe Naturwissenschaften. Ich würde diesen Weg immer wieder gehen, immer wieder den Umweg, vor allem auch mit normalen Fußgängern zu tun zu haben, die eben halt nicht aus unserer Branche kommen, die auch ein Stück weit nicht wirklich mit der Realität zu tun hat. Und deswegen... Ja, ich habe das genossen, mit den normalen Menschen zusammen zu sein und würde es wieder machen, sofort. Aber eine Tierpraxis haben Sie nie eröffnet? Nee, dann habe ich mir gedacht, dann kam wieder die nächste Stachel und ich dachte, jetzt irgendwo in der Praxis verschwinden und dann gar nichts mehr mit dem Theater, das will ich jetzt aber auch nicht. Und dann kam dieses Hickhack, dann Komödien und wieder Doktorarbeit schreiben und dann wieder ans Theater und dann habe ich mir gedacht, so jetzt triff eine Entscheidung, herrje. Und dann habe ich ja ein Riesenglück in meinem Leben gehabt, das kann man ja keinem laut sagen. Das ist unfassbar. Dass die schönen Rollen dazu kamen, die eigene Identität durch Nicola und andere Geschichten. Katharina hat auf ihre Art und Weise ja rebelliert. Auf einmal, ich erinnere mich noch, als ich in Köln gelebt habe, in der Zeit war auf der anderen Seite der Aachener Straße ein Theater zu finden. Theater am Bauturm? Ja. Habe ich das recht in Erinnerung? Genau. Von der eigenen Tochter auf der anderen Seite Konkurrenz. Das war aber überhaupt kein Problem, denn als ich Willi fragte, ob er uns vielleicht zur Eröffnung irgendwie ein bisschen unterstützen könnte, hat er uns den Vorhang gespendet. Zwar ohne elektrische, aber es war ein kleines Theater, konnte man auch mit der Hand. Aufziehen. Ja, der hat sich sehr gefreut, der fand das schön. Aber als wir den Riesenerfolg hatten mit das war super. Das glaube ich, der hat ein bisschen, war das war das spannend. Der Mund wurde zur Spardose bei Willi. So ein bisschen, wir hatten aber war das kein Thema, dass die wirklich älteste Tochter da jetzt ein eigenes Ding macht und das noch in der gleichen Straße, auf der anderen Seite gegenüber? So ganz mag ich das nicht glauben, dass das im Frieden so abgelaufen ist. Glauben Sie es mir, es war in Frieden. Ja? Ja. Das Einzige, was ihn, glaube ich, bekümmert hätte, wäre, wenn ich ganz ins Theater gegangen wäre und hätte meinen Beruf aufgegeben. Er hat immer gefürchtet, dass wir dann unsere Existenz nicht mehr sichern können, wenn wir das dann ganz aus... Das habe ich ja auch leider nie getan. Okay. Wäre es denn möglich gewesen, Katharina, wenn Peter Nein gesagt hätte, ich übernehme das Theater nicht, dass Sie es gemacht hätten? Oh, das ist aber eine Konjunktiv, finde ich jetzt nicht. Ja, aber finde ich eine gute Konjunktivfrage, eine sehr gute Konjunktivfrage, weil wir haben über das Patriarchentum geredet. Dann eher Marele. Ja? Ja, weiß ich nicht. Ich habe mit Peter auch schon mal gesprochen. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich jetzt ein Junge geworden wäre. Dann hätte Peter wahrscheinlich seine Ruhe gehabt und hätte machen dürfen, was du wolltest. Und hätte mal geguckt, wer von den beiden hat Spaß an dem Theater. Jetzt war eben halt diese Erbhof-Mentalität über die ganze Sache gestülpt. Und Peter hatte wirklich das Pech, da eben halt keine freie Wahl zu haben. Und mich hat man in Ruhe gelassen. Das hört sich jetzt so an, als wäre ich da irgendwie gezwungen. Nein, aber ich möchte das nicht, dass sich das so anhört. Aber wenn ich ein Junge geworden wäre... Das war schon. Jetzt kommt die Klassikerfrage. Ich habe noch eine, die ist noch nie gestellt worden. Nee, das geht nicht. Die ist noch nie gestellt. Das ist genau eine Wie schwer war es, aus Willis Schatten zu treten? Nee, die ist ganz neu, ne? Ja, gefragt. So war sie auch angekündigt. Ich habe ja was anderes versucht. Ja. Ich habe jetzt bewusst noch nie einen von den Stücken gespielt, das Willi gemacht hat. Aha. Seit ich das mache, seit 1990, was? Quatsch. Wann ist Willi gestorben? 99 September. 98 mache ich das jetzt nur mit Stücken, die ich selber schreibe, mit Vorsteller zusammen. Das ist zwar ein ziemlicher Tort, aber es gibt keine Schwänke mehr, die Willi noch nicht gespielt hätte. Also muss was Neues her. Es kommt Neues aus England, das nur bedingt auf deutsche Verhältnisse übertragbar ist, also muss ich da selber ran. Wie wird es angenommen? Also, und wie schwer ist es eigentlich immer, auch diese Stücke wieder selber zu schreiben?
Das ist scheißschwer. Scheißschwer. Oh, ich bin gerade wieder in dieser Schreibephase, es ist furchtbar. Wie wird das Theater weitergeführt? So wie Willi es geführt hat. Autoritär und subventionsfrei. Es gibt keine Mark vom Staat? Nichts, nein. Ja? Das hat Willi nicht gekriegt, das haben wir noch nie bekommen. Es ist nicht wahr, was ich sage. Vor ein paar Jahren wurde mal irgendwie ein neues Modell bei der Stadt versucht. Und da wurde nach so einem Gießkannensystem Geld verteilt. Und da haben wir auch so 1500 Mark damals noch bekommen oder sowas. Das fand ich sehr nett. Ja. Peter, haben Sie über das Erbe schon mal nachgedacht, was nach Ihnen kommt? Das weiß ich, was nach mir kommt. Ja. Die Sintflut. Bitte. Wir haben keine Kinder. Wir haben keine Kinder, meine Frau und ich. Von den Neffen will keiner. Ist das alles geklärt? Das ist geklärt. Ziemlich. Zwei Informatiker. Da spielt sich leider gar nichts ab. Nee, dann ist leider Schluss, fürchte ich. Das ist dann so, aber gut, jede Tradition, auch bei den Buddenbrooks, jede Tradition geht irgendwann mal zu Ende. Nichts hält ewig. Nee. Es ist schade, das ist ganz, aber es ist so, ich kann es nicht ändern. September 1999, als der Vater verstarb, im Kölner Dom aufgebahrt. Das war vorher nur für Konrad Adenauer möglich. Das muss man, ja. Daran kann man ablesen, welche Bedeutung Papa dafür die Kölner hatte. Das ist einfach der Trauerzug durch Köln, Tausende am Straßenrand. Susanne, war da überhaupt noch irgendwie sowas wie persönliche Stille, Trauer möglich, Abschied nehmen? Ja, das war schon da, natürlich. Aber es war für mich sowieso ein Albtraum, dass mein Vater nicht mehr da war. Ja. Und ich habe das alles nur am Rande mitbekommen. Den Applaus, die Fahrten zum Friedhof, auch das viele Fernsehen. Also es war ein wenig Freiraum war halt noch da, aber es war schon sehr besetzt von viel drumherum. Marile, welche Erinnerungen haben Sie an den Tag? Naja, auch das ein bisschen im Nebel. Man weiß, dass man da sein muss, man weiß, dass alles live ist und dass man das durchzuhalten hat. Man muss funktionieren. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, das kriegen wir auch noch hin. Und dann nehmen wir uns die Arbeit miteinander, wir vier, wenn wir dann unsere Ruhe haben mit der Mutter zusammen und dann sicherlich einige Tränen geweint miteinander. Aber doch, als von der Domorgel das Lied Ich bin eine Kölsche auf Moll erklang. Hups, da musste ich dick festschlucken. Ja, das stimmt. Das war beeindruckend. Das ist wahr. Gibt es denn so einen Familienzusammenhalt, dass Sie sich treffen regelmäßig jetzt zu Weihnachten? Sehen Sie doch. Ja, aber Peter, haben wir hingekriegt, wa? Super, ne? Normalerweise Weihnachten, aber dieses Jahr wird es ein bisschen mal. Ich bin nicht da, ich verschwinde dieses Jahr einfach mal. Ja. Aber sonst sind wir immer irgendwie zusammen, auf jeden Fall. Katharina nimmt mich immer auf, weil ich ja keine Familie habe. Spazieren zusammen sonntags, manchmal im Genau. Singen dumme Lieder im Wald und freuen uns das Leben. Stimmt. Peter hat einen Hund und ich habe einen Hund und dann gehen wir rum. Und das ist sehr schön. Jetzt beginnen die Willi Milovic-Festspiele. Ja. Zum 100. Geburtstag. Das war sozusagen der Einstand heute hier. Das war der Einstand. Jetzt ist in den nächsten Wochen... Ist kein Halten. Nein, bis zum 8. Januar. Ja? Erst sind die Helmut-Schmidt-Festspiele und dann kommen die Willi Milovic-Festspiele. Bleiben Sie da hängen im Fernsehen, wenn da die alten Bilder zu sehen sind? Klar. Ich denke schon, wenn ich Zeit habe, ich guck's das. Auf jeden Fall. Denke auch. Ja, das meiste davon hat man sowieso auf Halde, aber trotzdem ist es nochmal schön zu sehen. Ich bedanke mich sehr, dass das irgendwie möglich war. Ja, ist erstaunlich. Marile, Susanne, Katharina, Peter, herzlichen Dank für den Besuch, dass wir so launig zurückblicken konnten auf die gemeinsame Zeit mit Willi Milovic und uns noch mal klar machen konnten, was für ein außergewöhnlicher Volksschauspieler und auch ernsthafter Schauspieler er später war, besonders in der Figur des Kommissar Kleefisch.